Marius. Wir grüßen euch durch Jesus Christus in Namen. Wir heißen euch hier herzlich willkommen durch den Livestream. Und wir hoffen, dass ihr wollen in Sehen kriegen von der durch Gott sein Wort. Ich habe euch ein bisschen eine Frau vorstellen. Ich habe mit den Menschen geredet über die letzte Woche werken. Was sie sein und freut dort, wenn sie kann sonntagsmorgens Tüß bleiben, viel sein, im Bad bleiben, sie wieder am Dach teilnehmen an der Ondach. Und was sie sagen, sie kann meist nicht aufhören, bis sie schon kann treten, in das Gebiet kommen, mit den Menschen taub der Ondach haben und taub die Gemeinschaft haben und so wieder. So, da muss ich eine Hänge haben, und all das, was wir gleich in war, hier können taub kommen. Dann wir sagen, ja, 1, 2, 3. Ah, da nicht mehr, Ola. No, das kann ich nicht mehr sagen. Aber das ist eine gute Frage für uns. Was wir tun in dieser Zeit, was wir in dieser Zeit uns bewahren, uns Glauben stärken, dass wir freelancen, weil wir sein, mit uns Christenleben, kriegst dass wir da mit Sonntagsmorgens taub kommen bei der Kirche, lieber länger schlupen und viel sein und gleich uns Reiten merken für den Tag, was der Fahrer uns ist. Oder dass wir mit Frieden uns abbühen und Gott sein Wort und so wieder. So, der Titel für von der Sonntag hat gegeben, wo kannst du stark werden in den Glauben und Bereich stark werden oder stark bleiben in dieser Zeit, wo wir nicht durchkommen werden. Wir begegnen sehr viel Dinge, die der Feind probiert zu tun, zum Christen sein, du zu bringen, rauf zu bringen, den Mut sein wegzunehmen werden. Alles, was angehen wird, und dann ist es leicht, zum Kirchen sein, ja, ich kann das, ja, ich kann dort, in Kirchen kann ich taub kommen und so wieder. Wir da wir uns in Sinne Dinge tot anlassen und dann vergeht, was wir wollen, und Gott sein Wort studieren und Wahrheit abnehmen und es steht Leeres und so wieder. So, von der wir ein bisschen reden von, wo wir uns kann, erstlich, wo wir kann stark werden oder stark bleiben in uns glauben. Und wir wollen, wie in der Bibel in der Matthew Hand, da in nur Epheser Kapitel 6, da haben wir ein frisches Rezept, wo wir kann bewahren, wo wir kann stehen bleiben, wo wir kann stark bleiben in Gott sein Wort, in uns Christenleben hier so, durch diese Zeit, wo wir gehen. So, erstlich, wir haben Sinne gedeutet, ich war irgendwas tun, um stark werden. Ich war, vielleicht war ich mal lesen, mal beten, oder was immer denken, so, ich war diese Dinge tun, dass ich mich stark merken, dass ich mich stark bleiben. Aber Epheser Kapitel 6, Vers 10 sagt, zuletzt, sorg dafür, dass ihr stark werden durch die Kraft, die der Herr gibt. So, wir können hören, dass das stark, was hier von reden, das ist nicht eine Kraft, was wir können uns selbst arbeiten, nicht, was wir uns selbst können abstrengen, dass wir können stärker werden, also wieder. Das ist eine Kraft, was der Herr uns geben hat. Und ich sehe mir sicher, wenn wir die verstehen können, diese Kraft, von der ich reden, wir ein bisschen wieder den Angang, ein bisschen sagen, von der ich reden, aber wenn wir uns diese Kraft abnehmen, was der Herr uns geben hat, dann können wir stark werden und stark bleiben und ein Licht und Salz sein, ob diese Erde, das der Schrift uns sagt, was wir sollen. Wenn wir da wollen, mit genug kicken, ein paar Kapitel in 3 drehen, in Epheser bleiben wir in Kapitel 3. So, Epheser 3, Vers 14 durch 20 sagt, das ist, worum ich für unseren Gott in Fuder knien darf. Von Abend kam der Numen Fuder für alle Familien im Himmel und auf der Erde. Und ich bete für ihn. So, das ist, was Paulus hier zu Epheser sagt. Er sagt, ich bete für ihn, dass du noch als Reich und Herrlichkeit ist, Kraft schenken möchte, durch seinen Geist innerlich stark zu sein. Dass Christus durch den Glauben bei ihnen im Hort wohnen möchte. Und dass sie möchten in dein Leib fast gewartet sein. Ich bete, dass sie mit allen anderen Herrlichkeit möchten die Kraft kennenlernen, wodurch sie begreifen kann, wo lang und breit, wo hoch und tief Christus seine Leib ist. Sie sollen Christus seine Leib kennenlernen und da geht viel wieder, als wir abfußen oder verstehen können, so dass sie vollends und ganz haben möchten, was Gott für ihn hat. Dem, der durch seine Kraft viel mehr in uns tun kann, als wir uns denken oder verstehen können. So hier den Beklimmetje von der Kraft, von was hier so
in das 6. Kapitel, die 10. Vers sagen, dass wir sollen stark werden durch die Kraft, was der Herr uns geben wird. Und wenn wir an denken, dann die Kraft, was wir kriegen, dann, zum alles mit bestehen, dass wir können bewahrt sein über alles, was der Feind mit ankommt. Der ganz erste Ding, was wir man verstehen kann, ist, wo groß ist Gott in ihr Leben? Wo groß ist Jesus in ihr Leben, dass er für mich und für dich sterben? Das sagt er wel in der 18. Vers in 3. Kapitel sagt er, dass er mit alle Heil getauft mochten die Kraft kennenlernen, wodurch wir begreifen kann, wo lang und breit und hoch und tief der Leben ist. So das ist eine von den ganz ersten Dingen, wenn wir das begreifen können, und man kann mit 3 denken, in Johannes 3, Vers 16, dass Gott hat der Welt so viel Leben, dass er seinen einzigen Sehen gibt. Dann kann jeder ein von uns kennen, zu nennen, dass er mir so viel Leben hat, dass er seinen einzigen Sehen schenken hat. Wenn wir das anfangen zu verstehen, was das meint, wenn er Leben hat, dort ist die Kraft, was wir kann stark werden mit. Dass wir können sagen, dass erstens wir haben Leben zu ja Gott, Leben zu ja Futter, was weil Han ich in du sollen ankommen. So hat er alle Wege möglich machen, alle Dinge möglich machen, dass wir können durch den Einweg kommen am, durch Jesus Christus. Und ich möchte Luther noch ein bisschen anchecken. Aber die Kraft, die wir drüber haben, das ist nicht eine Kraft, die wir wollen, körperlich stark werden, aber innerlich, yes, wo wir dann stark werden, wir nicht wieder begreifen, dass Gott hat wirklich so eine Leben für mich, die er will uns ein Haus holen, wenn es erst steht ist, nicht, dass er uns will haben, wir sollen verdammt sein. So, wenn wir uns mit der Kraft können, stark werden, wie den Glauben in uns haben, dann können wir sagen, dass wir kann gehen, bei uns verstehen, wenn wir können das verstehen, was das für eine Leben ist für uns durch Gott. Wenn wir uns nicht damit sagen, wenn wir bloß dann, weil wir sagen, wenn uns Christen leben, dass bloß ist, dass wir am Sonntagsmorgens abstehen in der Kirche von den Menschen uns zu sein, in den ewigen engen Werk, wenn du sprichst von dem höchsten ewigen engen Werk, haben wir nichts damit zu tun, haben keine Bibelstellen, wir haben nicht alles lesen, wir haben kein Verlangen, nur an Gott zu tragen. Dann sind wir im Trouble, dann sind wir in der Gefahr, wo man den Feind ans Verrieten kommt, wo wir ein bisschen noch ein bisschen von reden. Aber wenn du den Leben, wenn du verstehen kannst wirklich, was für ein Leben Gott hat für uns, wenn wir dann ganz, dass wir innerlich stark werden, dann braucht das nicht von uns gesagt werden, das ist in Offenbarung 3, Vers 1 sagt, als der Brief von der Kirche Sardis, der sagt, in der Engel von der Gemeinde in Sardis schrieb, das sagt er, der Gott seine 7 Gäste und 7 Sterns haft. Sagt er, ich weit am deine Worten. Und dass du den Numen hast, dass du lebst, über tot bist. Wie viele Menschen von dir nahen sich in Christ, wenn sie vorne in der Kirche, wo Gott ihnen gepredigt wird, aber selbst innerlich haben sie kein Verlangen, nur an Gott zu tragen. Und zu all sind das nicht besonders zu einer Kirche und andere Kirche gesagt. Das ist zu all die, was sagen, sie haben Gemeinschaft mit Gott behandelt nicht. Sie haben vielleicht die Nummer, dass sie in Christ sind und sagt, sie haben die Nummer, dass sie leben, aber das heißt, du hast die Nummer, dass du lebst, über tot bist. Wenn du Gott in ihr Leben und Jesus die Kraft, die durch Jesus sterben für die, die Kraft, die du innerlich haben, wenn du da verstehen kannst, was für eine Leben hast für die, dann wird das nicht gesagt werden von dir, dass du eine Nummer hast, dass du lebst, aber doch bist du tot. Wenn wir das selbe Kapitel ein bisschen wieder rauf, in Offenbarung 3, Vers 15 und 16, das habt ihr in der Kirche geschrieben von Laodicea. Dann sagt der Wahrer, ich weit am deine Worten, sie der andere Vers zurück, ich weit am deine Worten. So wir können für ein ganzes Leben durchgehen und die Menschen alle anbilden, wie wirklich ein Christ sind, wie wirklich vielleicht Gemeinschaft haben mit Gott. Aber Gott sagt, ich weit deine Worten. Du kannst nicht mit verschleppten hängende Töne deren, was man unter Leben haben. Gott weit an meine Worten, er weit an deine Worten. So er sagt hier in der 15. Vers, Offenbarung 3 sagt, ich weit an deine Worten, und dass du nicht kalt, auch nicht heit bist. Ich will mir wünschen, dass du kalt oder heit wirst. Und willst du leben warm und nicht kalt oder heit bist, wo ich dir ut mein Mühl rütspielen. So wenn ihr ein bisschen denkt, wenn du in Christ bist, wirklich, was wahre geboren ist, und der merkt,
Dat wat de aardig is, dat je dan leicht recht te staan wie hij heeft en juist aan zich in de amas leiden dat je te fixen. En de wel dan ook de wel jaren dat je fixt hand zwischen Arm und Gott, so die als Gott met te schaffen. Oder wenn du ganz kalt bist und du bist nicht wahr geboren und du kommst zu der Ansicht, dass Jesus als für die auch gestorben, dann schafft er wahr mit zu schaffen, wenn diese Person kann es ansehen, dass er fehlt wird. Aber wenn du leer warm bist, das ist ein bisschen, wenn du forschst alles nach der Kirche, du das dieses, du bist ein Christ, vielleicht nicht verstanden, glaubst du noch, dass du bist. Aber alles, was dein Christenleben ist, ist, dass du sonntagsmorgens eine Stunde in der Kirche bist. Bloß ein bisschen Beispiel, da wo ein bisschen sagst, wenn du leer warm wirst. Du glaubst nicht, dass dir was fehlt, wenn du das all eine Stunde der Weg in der Kirche fahren. Und ernst hast keine Gemeinschaft mit Gott. Sinne, was der leer warm sind, als sehr schwer mit zu schaffen, wenn die glauben nicht, dass er selbst was fehlt, sie glauben, sie tun noch was verlangt das von ihnen. Wenn du kalt bist, schafft er mit, was man tun, wenn du heute bist, auch, aber wenn du leer warm bist, dann bist du auf so eine grave Linie, wo alles ist vielleicht okay, nicht gut wird, und du forschst in der Kirche und nicht, dass die besonders was fehlen, dass du bist okay, und dann schafft er sehr wenig mit zu tun. Und Gott sagt, ich will die Ried spielen. So vielleicht bloß eine Frau für die persönlich, von der Smart, wo ich kann selbst eine Frau feststellen, sie ist heute kalt oder leer warm. Und dann, wenn du die Antwort für die Salz hast, dann kannst du vielleicht anfangen, was mit zu tun. Und einmal uitroepen nur halb, wenn du wir tauchen dat, wenn du halb fehlen, wenn ich kann reich begreifen, was das ist, was sie wollen sollen tun, oder so wieder. Wir sind einmal Valens mit irgendwem du zu sagen und so, wenn das fehlen hat. Wir wollen mal 2 3 gehen, nur Fäuser saß, wir wollen uns frisch mit wieder gehen, so der 11. Vers, nicht, der 10. Vers, wird sehr, wir sollen in die Kraft, dass wir innerlich stark werden mit der Kraft, mit Gott seine Kraft, was er uns geben hat. Dann der 11. Vers, der sagt, lachen, dass ihr Schar ab, dass Gott für ihn dreht hat. Dass ihr bestehen kann, wenn der böse Feind ihn angreift. Dann sagt er, wir haben nicht mehr gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen Gewaltige, böse Geister von der Himmelswelten und mit Gewalten und Herrschaften von dem Düsteren, die über diese Welt herrschen. Das ist noch schwere Farge. Wenn wir daran denken, dass wir in Ferien die Welt haben, so dass geben Ghosts und so weiter. Nicht wir hier dann von einfach was der Hand der ist und so, dass geben Gäste, was einfach Trouble merken und so weiter. Und viele Menschen glauben, ja nicht so, und andere, die grüßen sich für die Dinge und so weiter. Und hier sind diese Farbe sagt, wir tun nicht bloß gegen Fleisch und Blut. Das Fleisch und Blut wird dann, wenn Menschen nicht bloß dort ein Mensch gegen den anderen kämpfen, aber dadurch gewollt die böse Geister von der Himmelswelt. So, das sind Dinge, die wir nicht sein können. Nicht zu sagen, dass es never geht zu sein, aber das sind Dinge, die nicht zu sein sind. Und das geht alle an, dass wir kämpfen, damit sind Dinge, die wir nicht mehr sein können. Und er sagt, ich sagte, wir sollen mit der Kraft, die wir endlich kriegen von Gott, nicht von uns selbst. Und er sagte, wir sollen sein Geschar ableihen, sodass wir können stark werden und uns bewahren. Und er sagte, das ist nicht bloß gegen Fleisch und Blut, das ist gegen gewollte böse Geister von Düsteren, die wird über diese Welt herrschen. Wenn wir ein bisschen kicken, dann in Offenbarung, das 12. Kapitel, bei der 7. Vers anfangen, sagt er, und im Himmel brüch ein Krieg uit. Michael und seine Engel kriegen gegen den Draak und seine Engel. Der Draak hier meinte bei seinem Feind. Sagt er, aber der Draak und seine Engel verlieren. Und vor allem wird im Himmel keine Städte mehr geblieben. Der große Draak wird rückgestartet, der alte Schlange, der böse Feind, und so genannt wird. Und die ganze Welt verleiht. Oder die ganze Welt verleiht. Er wird mit seinen Engeln taub rauf ab die Erde geschmissen. Dann hier im Himmel eine leere Stimme sein, nu ist unseren Gott seine Erfahrung, seine Kraft, sein Recht und sein Christus seine Kraft gekommen. Weil nu ist unsere Brüder verklärt, ich meine, der Feind für uns verklärt hat, unsere Brüder verklärt, die ein Tag und Nacht für Gott, am Tag und Nacht für Gott verklärt, raufgeschmissen. Und sie haben dort Lamm sein Blut in das Wort, wofür sie anstanden, gewonnen. Und haben wir dort bei dem Tod nicht am ihr Leben zu tun. So, als wir nicht bei dem Tod mit uns Leben zu tun, wenn wir wissen, wie kann dann in den Himmel kommen.
Aber hier ist der Forscher und redet bloß ein bisschen von das, von was wir reden, dass wir nicht bloß Fleisch und Blut kämpfen. Das sind die Geisterwelt, in der Himmelswelt, sozusagen, das ist geschrieben dort in Epheser, Vers 12, Gewohnten und Herrschaften von Diestrim und so weiter. So hier redet ein bisschen davon, dass Gott und seine Engel kämpfen gegen so tun und seine Engel. Und dass sie werden draufgeschmissen auf die Erde und so weiter. So, das sind Dinge, wo wir nicht sein können, wo wir uns mal bewahren. Und Herr uns hier in Saar gehört das ab, wo wir meist kurz vor Anfang immer zu gehen, wo wir uns können bewahren, wo wir können gehen stehen, wenn das kommt. Seit wenn der Feind uns angreifen wird. So ist in der Epheser 6, Vers 11. Aber Phase nach hier von Jake Ans, heute der letzte Part von der Petrusbrief, von der eine Vers, als war Apostel Isaiah verbetet, sagt der 1. Petrus 4, Vers 8, sagt, sieht der jedoch den Wacker, wilt, ging jener, der bei sich findet, schlägt sich ram aus dem braunen Leib und sieht nur wem, den er verrieten kann. So, ich habe hier neu über gedacht, und das Forschungsbereich, like ist, Phase nach, was Jake ganz findet, das hier so, seinen Andacht findet hat. Wo kann der Feind sich rumschlagen auf der ganzen Welt und Menschen verrieten, wann die fast gewartet sind und glauben? Wenn du in der Kraft leben lässt, was innerlich hast, was die kriegen ist, durch Jesus, was er getan hat für die, dann sollte sein, kann der Feind die nicht verrieten. Dann, der Jesus sagt, er hält die in seine Hand und kann was die retten. Und in dieser Fall sagt er, schlägt sich rum so ein brallender Leib und sieht nur, wem er verrieten kann. Als wir dort in der Offenbarung lesen, dass die zwei Karten, die Numen haben, dass sie leben, aber wir in Tod und sind, was der Leib warm wird und nicht kalt oder heiß. Wenn du die nicht bewahren lässt, mit was Gott dir geben lässt, was Gott dir geben lässt, dann kann der Feind kommen verrieten und verdorben. Aber wenn du die das bewahren mit alles, was Gott dir gegeben hat, was du kannst, nicht was du die selbst kannst ableiten, aber was du von Gott kriegen lässt, dann kann er nicht kommen, die verrieten. Auch so ist dann hier ab 1 Vers 6 und 7. Sie hat nicht kaum das Mal, als der Herr sich mit seinen himmlischen Dienern versammelt, dort er verklärt, ja, der Feind, dort er auch wir. So, als mit das, wenn ihr mit dem Bild im Kopf haben, wenn ein großes Meeting wird aufgehalten, so Gott und all seine Diener haben ein Meeting, da wird im Himmel. Und sagt er, dort der verklärt auch wird, so einfach würde er gerade schaffen, da kann er nicht, vielleicht nicht ganz begreifen, aber der Feind wird er auch. Also der verklärt wird er auch. Dann sagt er, in der Herr, der fragt ihm, wo bist du gewesen? Und der verklärt sagt, ich sehe, aber ihr gewesen, von einem eng bis der andere. Er will, das ist in 1. Petrus 4, Vers 8 gesagt, er hat von der ganzen Welt sagen, wem er verrieten kann, wem er verdorben kann. Bei einem Ding, was wir denken, der Feind hat nicht unterbeiden, er ist ein Lehrer, der Führer von Lehrers. Und er ist von Anfang an ein Lehrer gewesen. Denken wir haben, wir der Adam und Eva, der bei den Baum wären, als sie vernehmen, dann sie hat Gott wirklich gesagt, ich kann nicht von diesem Baum essen. Von der sagt er, hat Gott wirklich gesagt, dort ein Homosexuell sein ist artig. Hat Gott wirklich gesagt, wenn du ein Mann bist, dass du dann ein ganz Mann bist oder dass du dann ein Part früh bist. Hat Gott wirklich gesagt, ich habe am Anfang einen Mann gemerkt und eine Frau oder plus zwei Sorten Menschen geben hat. Der Feind, der immer an war anzubilden in einem sein Leis, zu glauben von all seinen Dingen. Er fängt immer an mit, ist das wirklich so? Hat Gott wirklich gesagt? Und wenn wir anfangen, uns mit solchen Sorten Gedeihen mit zu spielen, ist das wirklich, was Gott meint mit das? Dort, wo der Feind kann anfangen, dann kommen an einem anderen ganz verrieten, aber du kannst an einer Leis selber glauben, dass das Wort hat. So, ich habe meist einmal an, das ist der meisten dort mit Wort, was der sagt, ist meist einmal erst dann hat Gott wirklich gesagt. Ich kriege da einen bei dem Zweifeln, und der angeben das in den Zweifeln, dann ja, von einer anderen in den Sinn, was dann nur dem kommt. Aber er hat uns Jesus, wie du zu lesen, in der Epheser 6, er sagt, wie sonst, dass ihr Schar ableihen, was er von uns hat. Epheser 6, Vers 13, sagt, er nehmt alle Gewehren
die Gott für ihn hat. Dat je uitrechnen kan wat dat brukt bestehen te kan, wann der böse Tag kommt. So sage ich, lud uns an, nehmt dort, was Gott all hat für die. Nicht, dass die Salzkost bewahren, nicht, dass die Salz stark bist, annerlich, oder bütterlich, aber annerlich kostet die stark von dich, was Gott für die hat. Dann sagt er, dass wir können bestehen, wenn der böse Tag kommt. Und der 14. Vers sagt, stut fast mit der Wahrheit amgehend aus dem Gord, in der Gerechtigkeit vergehend aus dem Brustschild. Wahrheit ist, was du in der Bibel finden kannst. Die Schrift, die hat Wahrheit von fern hängen, die stammt sich von fern hängen. Und wenn du was irgendwas nicht weißt, du beim fängst die Wahrheit. Menschen kann die alle Sorten gedeihen sein, was können meinen, was vielleicht meint, was der Abban ist oder nicht. Kann alle Sorten sein, zu verreden oder zu verdrehen. Aber wenn du in Gott sehen wirst, die Wahrheit, mit der Wahrheit sollst du die anbringen aus dem Gott, sodass du weißt, was der Reich ist, was die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 8 und 7 sagt, Jesus sagt, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben, keiner kommt in dem Führerbüter durch mich. Wenn je mich gekannt haben, wo je meine Führer auch gekannt haben, von nun an kann je arm und haben arm sein. Wenn wir Jesus haben gekannt sein, haben wir den Führer auch gesehen, sagt er. Aber er sagt, heu ist die Wahrheit, heu ist die Wahrheit und heu ist das Leben. Wenn wir uns mit dieser Wahrheit bekleiden und nicht bloß das allein, aber das ist eine von den ganz ersten Wahrheiten, was wir uns mit bekleiden, dass Jesus Christus ist die Wahrheit. Wir können uns nicht im Himmel nicht schaffen, wir können nicht genug gute Dinge tun, wir können alle Dinge, das schaffen nicht. Jesus Christus ist die Wahrheit und die Wahrheit in das Leben. Und diese Wahrheit müssen wir uns immer fast anhalten. Wenn der Feind ankommt mit einem Lehr, weil wir sagen, Verteilen sein, du machst das oder das machst du dann, anders was nicht abgenommen worden sein, dann die Wahrheit war eben sein, Jesus sagt, heute die Wahrheit in das Leben. Und kann ich mit dem Vorderbitter dadurch arm. Sonst diese Dinge, das würde ich ein bisschen von reden, wenn ich sage, wir machen die Wahrheit aus dem Gott nehmen, uns bekleiden dort mit der Wahrheit. In Epheser 5, Vers 8 sagt es, Lut ihn nicht verleiden, da ich lade wird. Weil es gut du wehen, kann Gott sein euer über die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen. Hab nichts mit so einem Menschen zu tun. Ihr schläft jörg im Diestren. Aber nu hat Gott ein Licht uppendacht. Abdachen luten. Dann lebt nu auch aus so eine Kinder, die das Licht haben. So, die wir nicht Zeit, wie Gott uns das abdachen, da wir haben sie merken, dann lebt wir in dies und sagt, aber nö. Ihr schläft jörg tun, aber nö, dass Gott uns das hat, obdagen laten, nu zou ik leven als zijn kinderen. Leven als zijn kinderen, dan wenn wir wollen leven als Gott verlangt, dann müssen wir uitvinden, was sagt die Schrift, was in Christ, was von ihm verlangt wird. Also wir können leben als seine Kinder, sagt es, dort die Licht haben. Wir sollen leben als seine Kinder, dort wir Licht haben. Die Wahrheit fängt wie in Jesus, die Wahrheit fängt wie durch die ganze Schrift. Wenn wir wollen das vorhanden und sagen, woher die kriegen, dann fängt wir sehr bald leer von dem Feind und dann fängt an zu zweifeln, wegen was das so ist oder nicht. Der zweite Part von der Vers sagte, wir sollen seine Gerechtigkeit aus dem Brustschild. Eigentlich haben keine Gerechtigkeit über uns selbst. Das schafft nicht, dass wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit, wir sind zu fehlerhaftig, das schafft nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Aber das sagt, wir sollen mit der Gerechtigkeit, mit Gott seine Gerechtigkeit, so wie fahren aus dem Brustschild. Was wir brauchen, um uns Upper Body, um uns Brust protecting, so ein Armor, was dann antragen. So, 2. Korinther 4, Vers 20 sagt es, Gott mögt den, der keinen Sinn wiss, in unserer Stadt zu sein, dass wir durch arm vor Gott gerecht werden, so ist dort vor am Jallen. Meine Gerechtigkeit gilt nicht vor Gott. Aber wenn Jesus starb, was keinen Sinn hat, starb für mich, was der Sinn hat, dann kann ich mit den Sinn der Gerechtigkeit vor Gott stehen, wenn ich selbst auch keine habe. Mit seiner Gerechtigkeit kann ich stehen bleiben. In Matthäus 6, Vers 23 sagt es, übersiegt ihr nur Gott sein Recht in nur seine Gerechtigkeit, dann wollt ihr das auch nicht alle auch kriegen. Wir dürfen uns nicht schwer merken mit alles, was uns fehlt oder was wir brauchen zum Leben und so weiter. Er sagt, wenn wir wollen das erste in Gott sein Recht in seine Gerechtigkeit sehen,
dann wird das andere alle teilgeluten worden. Nicht unsere Gerechtigkeit, wegen Salz haben wir die nicht, weil wir kann durch Gott haben sie wie gerecht und haben wir auch seine Gerechtigkeit. Psalm 4, Vers 9 sagt, Herr, leid mir in deine Gerechtigkeit. An meine Feinde helfen, merkt deinen Weg für mich Glück. Sie, wir können uns nicht an seine Gerechtigkeit verloren, aber wenn wir mit Jesus dienen, dann wird uns der Brustschild wird gebraucht im Krieg, um seine Brust protecten, damit nicht kann Hort oder nicht lange irgendwo specken oder so weiter. Und dort zum Beispiel, wo der Feind, wenn die im Hort merken, zweifeln, dann fängt er an zu gewinnen. Aber wenn wir die Gerechtigkeit haben, wenn Jesus die Gerechtigkeit aus dem Brustschild, dann kann er uns nicht merken und zweifeln, weil dann wollen wir das nicht mit mir zu tun. Wenn wir das mit dir zu tun, dann kann er kommen, mal Grandperken und kann die vielleicht sagen, zu gewinnen, die zu verdorben. Aber wenn das Jesus sind, ist, die haben all gewonnen. Mit denen sind Gerechtigkeit kostet nicht verspielen. So die Wahrheit aus dem Gott, seine Gerechtigkeit aus dem Brustschild. Dann der 15. Vers in der Epheser sagt, das Evangelium, dort den Fried bringt, trägt uns als Schau ab Feit. Und ich habe ein bisschen gedacht, von dir, schämt sich das meiste zu sein, wenn die Menschen einfach dann auf Facebook oder Instagram oder wo immer, all diese different Social Media Dinge, was du dann Menschen either unfollowing oder die aufschließen davon, dass sie nicht mehr wollen, nur horchen, wenn alles, was die dann ist, grünzen, alles, was die dann ist, unzufrieden sein mit, wo alles ist. Und Menschen, die dann anfangen und das oft switchen, und sich mal in der Horchen, und in Deutschland sind Christen, die das ganz äußerst damit die dann leider gehen, jammerieren und grünzen, wenn wo alles ist, und es steht, fängt, was will Gott von mir, durch diese Zeit, wann es auch schwer ist, aber was kann ich dann tun? Und es steht dort, unsere Grünzen jammerieren und andere Menschen mit irgendwelchen Materien, dass sie können, alle Taubenbitze und Pity Party haben und so weiter. Und es steht, dass sie dann die Show von der Gute News, das Evangelium ist Gute Neureich. Es steht, dass sie Frieden bringen, Gute Neureich bringen, und sie Menschen Duel bringen damit nach. In Jesaja 52, Vers 7 und 8 sagt es, wo schein ist das Tag, wenn einer der Fußstapfen hielt von einem, der Gute Neureich bringt, der eine Friedensneureich bringt, der Scheine Neureich bringt, dort wie gerat sind, dort ihm sie sagt, dien Gott ist König. Hörch mal, jene Wächter wollen uns was sagen, die beropen Glück. Die wollen dort alle klar sein, wann der Herr trainen sie kämpft. Der Gute Neurecht. Wenn du brauchst du nicht so lange denken, wenn du mit was der Person kommst, du sagst, was die Maut bringen, abbühen, dass die Maut dich passen, was wir heute wieder schaffen, und du sagst, was die Taub kommen, das alles, was die tun, dass die jammerieren oder Dinge, oder schlecht reden über die Nächsten oder über Dinge, und einer Fall sich bedreckt, wenn die verloren tun. Vielleicht kann jeder einer sich selbst vertrauen, da ich das, da ich unter dem Motto sprechen, habe ich wirklich die Show von der Gute Neureich, von dem Evangelium, ob da ich Frieden mit mir bringe, oder ich Gute Neureich mit mir bringe, oder da ich unter noch mit mir top durchrieten, wenn ich selbst vielleicht anmutig sie geworden. Das ist eine wichtige Sache, wenn wir dann unsere Christen mit uns mit raufrieten, stehen und abbühen. Wir sind beraubt, Mut bringt, Frieden bringt, unsere abbühen. 2. Korinther 4, Vers 18, 21 sagt, das kommt alles von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versäumt hat. Er hat uns die Abgabe gegeben, Menschen von Gott sein Eugebot unterreden, mit arm versäumt zu werden. Das ist ein Ding, was die meisten von uns Deutschen vielleicht haben mit euch verstehen, dass wir abwussten. Die Schrift verlangt, dass wir uns glauben, mitteilen damit andere, was wir haben, wo der Ratungsplan ist, oder wo wir können gerat sein und so weiter. Das heißt, Menschen, er hat uns eine Abgabe gegeben, Menschen von Gott seine Eugebot unterreden, dass sie mit arm kann versäumt werden, dass sie kann mit arm, weil sie sein, da wir können über reinmerken mit Gott, wie wir da versäumt werden mit arm. Da wir durch Jesus Christus, da wir das können reden. Das ist uns als gläubige Person, wenn Jesus euch genommen hat, das deine Abgabe, Gott in euer Bad unterreden, oder Menschen dürfen unterreden. Dort ist Gott wird in Christus und er versäumt die Welt mit sich selbst.
Hij vergeeft de mensen ihre Sünden und hält an die nicht mehr fair. Und er hat uns die Bruderschaft von der Versöhnung offentrüht. Du willst sagen, wie nu Christus seine Vertreter für diese Bruderschaft. Oder für diese Botschaft. Ich will ein bisschen zurück unter der 19. Vers. Das sagt, dass Gott wird in Christus in versöhnt die Welt mit sich selbst. Er vergibt Menschen ihre Sünden und hält die nicht mehr fair. Und er hat uns die Botschaft von der Versöhnung anvertraut. Du willst sagen, wie nu Christus seine Vertreter für diese Botschaft. So als wenn Gott selbst durch uns anreden würde. So brauchen wir in Christus seine Steht, lut mit Gott versöhnen. Gott möchte den, der von keiner Sinn wiss, in unserer Steht zu sein, dass wir durch vor Gott gerecht werden. So als dort vor jallen det. Das ist die gute Nachricht, der Friede, der Evangelium, so wie es macht. Uns hast der Abgabe gegeben, Menschen von Unreden, Wort Gott anbeuten det. Den Eugebot, das, was er uns anbeuten det, wo wir können mit allem frisch versöhnt werden. In Römer 10, Vers 14, 15 sagt es über, wo sollen sie den anrufen und den sie nicht geglaubt haben. So das ist all, wo ein Part anhat, wie sollen Menschen von den anreden. Er sagte, wo sollen sie den anrufen, wem sie nicht geglaubt haben? Oder wo sollen sie an den glauben, von wem sie nicht gehört haben? Und wo sollen sie hören, wenn du kein Prediger hast? Und wo sollen sie predigen, wenn sie nicht geschickt werden? So als geschrieben steht, wo wunderschein ist dort, wenn die kommen, die uns den Fried predigen, die uns die Gaude zu sein haben. Die uns die Gaude zu sein haben. Du sollst ein von den Dingen, die abgegeben ist, wenn du was mit der Gaude nur recht wiederbringst, mit den nächsten Mitteilen, die Schau von dem Evangelium antragen, dass du Frieden, Gaude nur recht mit dir bringst, das ist ein guter Weg, dass du dich beworben, wenn du Druck an der Arbeit dann hast, nicht so viel Zeit allein bist zum Denken, dass du viel kommen anfangen lesen, die vertellen, dass du was anfangen zu zweifeln. War er in der Fäuser saß, drei Dünangungen, saß hier in der Fäuser, sagt, aber alles nimmt den Glauben aus einem Schild, wo der Böse mit seinen brennenden Fehlen nicht durchschreiten kann. Sie, der Glauben meint so viel, dass du dort dann glauben, das, was du gelesen hast. Gott sein Wort als treu, ich habe es ganz verloren, und wenn du dort im Hort glauben, das ist dein Glauben, dort das du mitnehmen. Wenn du glaubst, dass was Jesus getan hat und den Krieg für dich, dass dort du nur hast, die zu raten, dort ist dein Glauben. Wenn du glaubst, dass Gott als der Allmächtige hat alles geschaffen hat, was hat verteilt und dann ist die Welt geworden. Wenn du all diese Dinge glauben, das dort ist dein Glauben. Du darfst dich festhalten an dein Glauben. Wir sollen den Glauben aus dem Schild, dass wir kann, wenn der Feind ankommt, der mit leer ist, dann können wir ans Glauben verhalten und sagen, wir wissen, was der Reich ist. Wir wissen, was Jesus getan hat. Wir wissen, was der Wahrheit ist. Dann können wir dort mit ans Glauben verhalten, dass er uns nicht kommen verdorben. In Psalm 56, Vers 3 durch 5 sagt, meine Feinde sind mir immer heran, du sind Fehler, die mich in ihr Stalt angerieben. Und sagte, und wann mir Angst wird, floht ich mir ab die. Ich will Gott sein Wort loben, und Gott hat mein Vertrauen, und will mich nicht fürchten. Was kann ein stofflicher Mensch mir ändern? Wenn du Glauben hast, dass Gott ist, wer er sagt, er ist, dass Jesus ist, wer er sagt, er ist, und dass du den Heiligen Geist an dir hast, und den Glauben, dann kannst du dich ganz ab Gott verloren, und don't was darum die passieren, und don't verschlammt das worden in dieser Welt. Du kannst dich dann ganz absolut nach Gott wird die bewahren. Der Glauben, der ist sehr viel. Epheser 6, Vers 17 sagt, jene Radung saat ab aus einem Haut, und Gott sein Wort aus einem Schwert, dort der Jäst und Jaft. Unsere Radung absaat aus dem Haut, wenn ich da denken wird, als ein Soldat, wenn der Helmet abhand,
dat der Kap ganz verschont, wenn der einfach damit umgehen dat der verstand in alles verschont, dass die wegen kein klar wacher sein und dass sie kein klar denken. Wir sollen uns an unsere Radung absagen aus dem Haut. In Hebräer 4, Vers 12, durch 13 sagt er, Gott, sein Wort lebt und ist kraftig und scharfer als das scharfste, doppelt schneidende Schwert. Und schnitt dadurch mit einer Säule in Jes uteindalt. Aber die Säule in Jes uteindalt. Auch Glieder in Merk frei lacht. Dort wird rechte Gedanken Einstellung im Hort. Du hast nichts, wo Gott nicht sieht. Alles liegt ganz frei und abgedacht für seine Augen. Und wir machen uns für arm verantworten. Oder wir machen uns für arm verantworten. Sie, wir haben, wenn wir uns verstanden und protecting mit der Radung, dass wir das wollten, nicht bloß, dass wir uns Hort protecten, wir machen das im Hort glauben, wir machen das mit dem Mühl bekannt, dass wir Rat sind, oder dass wir Jesus an euch nehmen. Und dort wird uns so viel sein, dass uns Hort glaubt dort und uns Verstand kann das begreifen. Und wenn wir uns, dann machen wir beides dann protecting, dass die Feinde nicht können ankommen und uns das Ding verdorben. Das hat in Hebräer sein, dass Gott sein Wort lebt und ist kraftig und ist scharfer als das scharfste, doppelt schneidende Schwert. Das ist, wo man hat, wenn wir das ganze Bild ein bisschen dann überchecken, was uns hier gesagt werden, wenn wir uns an Wahrheit annehmen, dass wir uns an der Brastschild online, dass wir uns an die Show an von der Evangelium, dass wir sollen das Schild von Glauben haben, dass wir sollen den Radungshaut, dass wir sollen das Schwert. Wenn wir das ganze Bild ein bisschen checken dann, das ist, wenn er so tut, sich gerade merken, der hat im Krieg. Wenn er das, ich sage mal, das der römische Soldaten, wenn die sich gerade merken, die im Krieg gehen, sie müssen sich den Guard anbringen. Und hier sagt er, wie kriegt so bloß mit der Wahrheit. Wir sollen uns so ansiedeln und festwarten in Gott sein Wort, dass wir die Wahrheit so gut kennen. Und haben wir vielleicht mal gehört, wenn sie dann Menschen lernen, was sie sollen falsche Geld kennenlernen. In den Banken und so, dann so erst für eine gewisse Zeit machen sie bloß mit Geld, was wahr ist, was der Feind ist. Dort teilen und sie wieder damit schaffen. Und dann einmal schlecken sie was Falsches machen. Und dann es wird zu sperren und zu sagen, wenn sie schweiten, was der Reich ist, was die Wahrheit ist. So sagen wir mit Gott sein Wort. Wir sollen so fest in der Wahrheit sein, dass wenn etwas Falsches kommt, dass wir können das sagen, wir können das hören, wir können fallen, dass das was nicht reich ist. Wir machen das Brastschild an uns haben, zum uns Hort bewahren, dass wir können, dass uns Hort safe bleiben, dass wir nicht wollen, dass das Paulus sagen, dass wir sollen unsere Augen im Himmel drehen, wir sollen nicht in den Dingen, was bei ihr ist. Und wenn wir uns Hort protecting, dann wir mit dem Brastschild. Und wenn wir uns drauf merken, mit uns die Show absaten, dass wir können die gute News, die gute Nachricht wiederbringen. Wenn du wirklich gerat bist, wenn du glaubst, dass das ein gutes Ding und du frisch die das die Nachricht, die du bringst, das ist eine gute Nachricht, du bringst sie mit Freiheit und mit Mut. Das ist ein Ding, was du sagst, das eine Soldat mit gute Fotos haben und die wiedergehen, das was wir machen, uns antreiben, dass wir können im Frieden wiedergehen. Und wenn wir denken dann an das Schild von Glauben, was sie verhalten, dann, wenn wir denken dann an einen Soldat, was das holen hat, wenn wir ankommen mit einem Schwert oder mit einem Flitzbär oder einem Spiss, was immer der Hand, dass so viel, dass die ihn bewahren können, they're not hand protecting, und so sagen wir mit uns Glauben. Da brauchen wir auch so ein Schild, dass wir gegen stehen, wenn der Feind was ankommt mit allen Seiten. In den Radungshaut, dort sagen wir absagen, dass wir können uns Verstand, uns Kopf beschauen, dass wir einmal können im Denken, was unsere Radung ist, dass wir einmal können im Denken, was die Wahrheit ist, dass wir einmal können klar bleiben in uns Verstand. Und an das letzte Ding, das sind alle Dinge, die eine Soldat brauchen, die sich bewahren, dass er safe bleiben und so weiter.
Und ein Ding ist am Jefer, und er kann jeden anfangen, dass das schwirrt. Wenn er das schwirrt, das ist der gute Nurreich. Das ist ein Ding, was der Feind kann sehr hindern. Wenn wir die Dollar Christen rumgehen und der gute Nurreich verspreiden auf der Welt, die Dollar, der das dem Feind seine Pläne verhindern, sodass er nicht kann uitreichen, was er will. Und er sagt wieder in der 18. Vers, Epheser 6, Vers 18, sagt er, dit doet alle im Gebet en bet ook Gott om hulp. Bet immer, wenn der Jesus je doet onmoed. Blijft wakker en geef nicht nur mit beten. Bet für alle, die zu Gott sein Volk gehören. So, und das eine Vers sagt er 5-mal, wir sollen beten, wir sollen beten, wir sollen beten, wir sollen beten, wir sollen beten. Was ist hier wichtig? Wenn ein Ding in der Schrift geschrieben ist, das wichtig genug, dass es die Bahn ist, dann ist das important. Dann sag wie du nur achten, was sagt er. Und das eine Vers sagt er 5-mal, dass wir sollen beten. Warum ist das so wichtig, dass wir sollen beten? Oder warum ist das diese Feldenbahn? Wir sollen wenn alles immer nur Gott kommen. Er will die Gemeinschaft haben mit mir und die. So dass alles, wenn wir Frauen haben, wenn wir Dinge haben, etwas erklären, was immer das ist, wir sollen rein alles immer nur Gott gehen. Er sagt, wir sollen alles die Dinge, das geschaffen haben, sie je auf antragen. Er sagt, das tut alle im Gebet. Im Bet Gott um Hilfe. Und du kannst es vielleicht nicht begreifen. Ich weiß nicht, wo wir kriegen sollen, dann würde was schaffen oder was immer. Er sagt, bet Gott um Hilfe. Bet immer, wenn er jetzt tut unmut. Hast du mal so ein Beleid, wo du auf einmal hast du das Wort Kampf über den Hart und du denkst, du sollst beten für eine Person oder für eine Sache oder was immer. Das ist eine Ursache dafür. Gott will haben, immer, wenn er jetzt die ansporen hat, dass du sollst beten, wenn er vermutet, dass du sollst beten, dann dauert. Er sagt, bet immer, wenn er jetzt die Leute unmut. Blijft wakker und geef nicht nur mit beten. Wir sollen uns Verstand klar halten. Wir sollen, wenn ich sage, wir sollen wakker bleiben, meine ich, dass wir nicht danach schlucken gehen. Aber wir sollen uns nicht so drauf merken mit den weltlichen Dingen, dass wir anschlucken und uns glauben. Wir sollen wakker bleiben und nicht nur luten mit dem Beten. Dann sagt er, bet für alle, die zu Gott sein Volk gehören. Das ist vorher schon lange, ich kann ganz Andacht von merken, das sind jeder einzelne Punkte sind so wichtig. Wofür hatten da wir in der Stelle wie dann für Gott sein Volk beten, da wir ja marieren den nächsten Fingerwiesen sein, das ist jetzt so oder so oder so. In der Stelle wie dann ans Pott gehen und ans Hand knäuen und beten für diese Person. Und der 19. Vers sagt, er bet auch für mich, dass ich mich proef genug sein, das Geheimnis in Evangelium so zu predigen, als ich das gehört. So für all die, was dann Gott sein Wort verbringt, für alle Predigers, für all die, was dann mit dem Evangelium schaffen, er sagt, beten, dass wir das proef genug tun, dass das Geheimnis, das ist das Secret, dass es nicht zugedacht ist, aber das kann aufgedacht werden für Menschen, das Evangelium zu predigen, dass ich das gehören hat. Das ist eine wichtige Sache, wenn wir daran denken, wo wir sollen uns behalten, wo wir sollen uns reinmerken, wenn der Feind ankommt, wenn wir von der Kirche down, was in der ganzen Welt angeht, der das meist nicht zu glauben, wegen das Coronavirus, was da rumgeht, alle wegen, wo viel Dorfhaft könnt uitrichten. Und dann würde ich die Fall lesen über die Sache, was die Leute dort was anhören oder nicht, das ist nicht, wie ich will von vertellen, aber wo das alles haft könnt uitrichten, auf dieser Welt all. Dat wordt groter. Wanneer je denkt dat aan alles wat ze nu doen, alles de protest wat er aan mensen ganze wereld omgaan doen, wegen Black Lives Matter en zo weer. Er zijn zoveel dingen wat alle weer omgaan doen. Er is zoveel afwaarheid wat je redt, er is zoveel dingen wat im Diensten worden bereid en je doen en zo weer, dat einer niet maar weten dat wat te geloven en wat niet. En du weet, is dit zo sehr wichtig. Was wir uns können ableiten von Gott, was uns geben wird, dass wir können bestehen bleiben, stark sein und mit Mut vorwärts gehen und andere mithalten. Und es steht, dass wir all das Leute ans Doel bringen und anmutig werden, so wie dass wir nicht mal können aus dem Christ arbeiten.
So wollen wir das Versen noch einmal überlesen. Nu wir alle ein bisschen durchgegangen. Bei der 10. Vers auf unserer Sache sagt der Talatz, sorg dafür, dass die stark waren, durch die Kraft, die der Herr ihnen gibt. Lach ihnen dat je schar ab, dat Gott für ihn dreid hat. Hij heeft dat dreid, hij zegt, lach ihnen dat ab, wat hij dreid hat, dat je bestehen kann, wann der bei sich findet angreift. Weil wir haben nicht mehr je Fleisch und Blut zu kämpfen, aber je in der gewollte böse Geister von der Himmelswelten und mit der gewollten und Herrschaften von dem Düsteren, die über diese Welt herrschen. Nehmt alle Gewehren, die Gott für ihn hat. Zwar, er hat die Reut von uns, er sagt, nehmt die Gewehren alle, was Gott für ihn hat. Dass ihr ausrechnen können, was das braucht, bestehen zu können, wann der böse Tag kommt. Stut fast mit der Wahrheit, amgehend aus dem Gard. In der Gerechtigkeit vergehend aus dem Brustschild. Das Evangelium, das den Frieden bringt, trägt uns als Schau ab die Feit. Ich meine, dass jeder soll mitnehmen, wo wir hingehen. Einmal den Frieden von dem Evangelium mitbringen. Über alles, nehmt den Glauben aus einem Schild, wo der Böse mit seinen brennenden Pfeilen nicht durchschreiten kann. Jene Radung sagt ihn ab aus einem Haut, und Gott sein Wort aus einem Schwert, dass der Jes ihn gibt. Das war jetzt nicht im Wort, Gott sein Wort ist nicht so, ob wir uns ausreichen können, dass der Heilige Jes durch uns, was er uns gibt. Und sagte, das tut Allah im Gebet, im Bet Gott um Halb. Bet immer, wenn er Jes ihn tut, unmut, blieft wacker, darf nicht nur mit beten, bet für alle, die zu Gott sein Volk gehören, bet auch für mich, dass ich mich prüf genug sein und das Geheimnis im Evangelium so zu predigen, als ich das gehört. Das sind so viele interessant. Das sind so viele interessant, was wir haben, dass wir können bestehen bleiben, dass wir können in dem Wort ungenäht Ramans alle wehen. Das sind dem Wort der Feind alles was sein ganz verlesen anzubilden. Aber wenn wir uns das alle antragen, dann sagt wir sollen beten am Gott und uns halten, was wir mit das alle antragen, dass wir von Reich verstehen und Reich brücken und so weiter. Er wird uns, wenn wir uns seine Gewehren alle nehmen, dann sagt er dann, wo wir den Tag bestehen können, wenn er bei dieser Tag kommt. Wenn er bei dieser Feind uns angreift, wo wir können bestehen bleiben, da ich das, was er uns gegeben hat. Und ich wollte noch einmal trainen auf Epheser, Kapitel 3. Die Versen, die sind mir immer wichtig, weil das uns als Christen, das ist das Ding, was uns als eine gläubige Person kann im Glauben holen, dass wir nicht eine Seite oder die andere Seite von dem Weg raufstoppen dann. Er sagt, Epheser 3, Vers Epheser 3, Vers 17 sagt es, dass Christus durch den Glauben beginnt im Hort wohnen möchte und dass die möchten in Leib festgewartet sein. Ich bete, dass die mit allen anderen Heiligen Taub möchten die Kraft kennenlernen, wodurch die begreifen kann, wie lang und breit, wie hoch und tief Christus in Leib ist. Die sollen Christus in Leib kennenlernen. Und dort geht viel wieder, als wir abfuhren oder verstehen können, sodass die Fallens in ganz haben möchten, was Gott verjüngt hat. Und sagt er, nachdem der durch seine Kraft viel mehr in uns zu tun kann, als wir uns denken oder verstehen können. Wenn du was beten, du dass Gott die halten verstehen, was das Lebensreich ist, wie lang und breit und hoch und tief der ist. Wenn du das was verstehen kannst, an das andere Kampfmess hängen heran, wenn einer dadurch verstehen kann, was für ein Leben Gott wirklich hat für seine Kinder, für das er gemerkt hat. Er hat uns nur sein Ebenbild nur gemerkt, willst du das Leben für uns. Wenn wir das begreifen können, wenn wir das verstehen können, was er Reich hat für ein Leben für uns, dann ist es viel leichter, uns mit Frieden wieder zu schaffen und mutig vorwärts zu schaffen. Wenn du das nicht begreifen kannst, dann ist das
Sonntagsmars nicht Kirche fahren und auch in der Schrift lesen, so wieder die Dinge, das ist am besten Dinge, was du gleich machst down, dass du kannst einen Checkmark merken, sagen, ja, das habe ich getan, nu war ich doch wohl ein Christ sein. Aber wenn du das begreifen kannst, verstehen kannst, was für eine Leben ich habe für dich, dann hast du nicht mal so ein Ding, was du kannst down, oder nicht mal so ein Ding, was du machst down, aber so was du kannst down, wo du Freiheit hast, mitzunehmen. Und kriegst du, wenn du denkst, dass die Leute, die haben, dass die, es geht um Krieg hängen, der Mörder, der dann eine sieht hängen, der sehr bloß denkt an mich, wenn du an den Himmelreich kommst. Und kriegst du und dann, das heißt, ich kann jemanden, der sehr Jesus von der was die noch mit mir im Paradies sein. So alles, was er du belebt hat, das Monde war die Krieg, wenn er nicht eine gute Person, er hat viel ausgerechnet, wie nicht ein guter Mensch. Aber alles, was er du darfst tun, ist, er kann geben, und dann sagt Jesus von dir. So, wenn du gleich, du hast viel belebt, du hast viel Dinge getan, viel Schulden gebracht, vielleicht zu dir, deine Familie und so weiter, du kannst von dir ausrufen, nicht Jesus, und er wird sagen, komm. Er wird dir niemals rückstellen, das ist niemals zu viel oder zu euch, was du getan hast. Er kann dir raten, von wo du bist. Du hast dann ein Dank, wo oder Wort, das muss allmählich lauten zu dir, aber wenn du ausrufen, das nur Gott, er wird dir helfen. Du kannst uns ganz fast abverluten. Und Gott ist nicht in Lehnen, er hat gesagt, dass wir ausrufen Wort nur am, dass ihr schon sehen, Herrlichkeit, und ihr schon sehen, eine Armsegen, dass ohne vor uns alle kommen. So, ich habe das ein Segen gewusst für ihn. Ich habe die Hand in den Bibeln, wenn ich nicht könnt mitlesen, aber das bemerkt wurde, geschrieben, dass ich das Salz kann studieren und Salz und ja Segen sagen, wird alles sein, dass auf dieser Kapitel saß, bei der Tiende falsch fängt er an. Ich habe ihn Tau, studiert dort, sieht dort durch und sieht in Gott sein Wort, wenn mit dem Wort habe, wie du beim Fängen habe, wie bestehen, wenn der Feintuch mit allen Sorten Lehen abkommen, der von der in der Welt alles, was angehen hat, so viel Lehen, was er hat, könnt verspreiten, was er das abgenommen worden bei mir hat. Du brauchst dich nicht schwer merken mit den Dingen. Du kannst ruhig sein, dass Gott dir geraten hat, was immer dann kommt, dass du wirst kein Beamter sein, tust im Himmel, wenn du hier aufsterben lässt. Und das kann wir, wenn wir uns festwarten, dann ansiedeln mit Gott sein Wort, dass wir ganz voll sind, dass wenn was abkommt, was der falsch ist, dass wir innerlich sein, ich habe gelesen, dass es das oder nicht Wahrheit. Das ist, was wir haben, wir sollen uns festwarten in sein Wort, dass wir die Wahrheit kann und dass wir das gut kann, dass wir nicht bloß am Sonntagsmorgens mit Kirche kommen und ewig irgendwie nicht mehr zu tun haben, dann sagt er dann, bist du leib warm. Wenn du kein Getrag hast, nur Gott, du wirst nicht mehr mit am zu tun haben, als du abends brauchst, dann nannte die Leib warm, im Sinne, wo die Leib warm sind, sagt er, was die Mehl spielen. Vielleicht hast du dann auch einen Namen, dass die Leben dessen besser bedacht hat. Das ist eine Frau, die Salzstamm ist, eine ernste Frau. Besonders wenn alles, was angeht in der Welt von der, wir wollen reitsam, wir wollen, wenn Jesus Ernteit wird kommen, singen eine Hech holen, so wie ein von den Singen werden sagen, dass wir eine Hech holen wollen. Wir wollen zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dir, das ist ein schönes Morgens, wir danken dir, für wer du bist. Wir danken dir, Herr, dass du uns hast, war in dem Wort gewesen, wo wir können bestehen bleiben, wo wir können uns Glauben stärken, wo du uns alles hast gegeben, dass wir nicht bloß leben, aber dass wir können arbeiten für dich, wir können dienen deiner sein, nicht bloß wie Salz kann sein, wir sind geraten an zufrieden sein, aber du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Alles gegeben, was wir brauchen, haben nicht bloß zum Leben, aber wir können für die schaffen und hier so deiner sein auf der Erde. Ich vertraue, dass du wirst jedem ein Maut geben, dass du wirst einen Getrag geben nur dein Wort, dass wir kann fast gewartet sein in der Wahrheit, und dass wir kann stark mit deiner Kraft wieder schaffen. Hier auf dieser Welt, dass wir weiter nicht Zeit als Kart. Ich bete, dass du wirst jedem eine Kraft schenken, dass wir kann weiten, wo sie kann für die wieder schaffen. Ich danke dir, dass Jesus Christus den Namen. Amen.